Von einem Augenblick zum anderen war alles anders. Bei der Familie Aschall in Weiden. Letztes Jahr, während des ersten Lockdowns, erlitt Michael Aschall einen Schlaganfall. Ohne Vorankündigung. Plötzlich war der 59-Jährige rechtzeitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. Krankenhaus und Reha. Die ersten Monate ohne Besuche wegen Corona. Ein halbes Jahr später kam er nach Hause. Im Rollstuhl. Ich habe das Ganze war weg, das auch. Und jetzt geht's wieder ein bisschen. Und natürlich, das Sprechen ist nicht so gut, aber es geht auch besser. Der Zeitungsredakteur ist leidenschaftlicher Läufer. Sogar beim New York Marathon hat er mitgemacht. Dann der Schlaganfall und die lange Zeit im Krankenhaus. Ich war eigentlich froh, dass ich ihn wieder hatte. Also mir war es komplett egal, ob er jetzt richtig gehen konnte oder richtig sprechen konnte oder nicht. Als er wiederkam, war ich eigentlich richtig froh, dass man mal wieder erfährt, wie es ihm überhaupt geht. Magst du noch einen Kaffee? Ja, danke. So. Das ist genau ein Jahr her. Da kam er noch im Rollstuhl. Da hatten wir hier noch alles mit Rampen. Meistens sind wir über die Terrasse dann über Rampen reingefahren. Da haben wir auch unten noch übernachtet. Wir hatten da im Wohnzimmer ein Schlafzimmerbett stehen, weil er die Treppen auch noch nicht hoch konnte. Und sprachlich natürlich auch ganz schwierig. Und er hatte ja damals noch sein Namensgedächtnis nicht wieder. Also er konnte ja Leute nicht zuordnen. Da war immer so meine Sorge, dass wir mal einen Nachbarn treffen, der dann merkt, dass er gar nicht weiß, wer er ist. Also das war so die Situation. Also noch ganz haarig. Doch aufgeben will Michael Aschall nicht. Er kämpft sich zurück. Inzwischen kann er sogar wieder gehen. Damit es weiter vorangeht, hat er sich für das Modellprojekt der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg beworben und wurde ausgewählt. Ein Glücksfall, denn ambulante Therapien sind nur schwer zu bekommen. Da gibt es eine Unterversorgung in der nördlichen Oberpfalz, weil die Physiotherapie und Sprachtherapie extrem ausgelastet ist. Und ich erwarte mir zu diesen Terminen einfach Teletherapie dazu. Vielleicht ist das die Zukunft. Morgen soll der Telepräsenzroboter kommen. Ob Michael Aschall damit Fortschritte machen wird? Wir werden ihn in 3 Monaten wieder besuchen. Das ist er, Roboter Temi, der Schlaganfallpatienten helfen soll. Bevor er ausgeliefert wird, bekommt er noch spezielle Therapie-Apps. Informatiker Christoph Popp von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg wird Michael Aschall persönlich zeigen, was Temi kann. Fahre zum Arbeitsplatz. Temi navigiert selbstständig und hat auch eine besondere Sicherheitsfunktion. Damit könnte Christine Aschall von unterwegs per Handy den Roboter zu ihrem Mann schicken, falls er mal nicht ans Handy geht. Für den Therapieerfolg ist eine persönliche Einweisung besonders wichtig. Man muss dann halt auch versuchen, gerecht auf die Bedürfnisse quasi bei der Auslieferung das Ganze zu gestalten. Weil ansonsten brechen die Patienten eventuell ab oder wollen dann das Gerät doch nicht nutzen, weil es zu kompliziert erklärt wurde oder zu schnell ging. Für Michael Aschall ist eine Sprachförderungs-App vorgesehen. Außerdem wird ihn eine Logopädin mit Teletherapie unterstützen. Und mit einer Physio-App kann er seine Beweglichkeit trainieren. Ein letzter Test von Projektleiter Professor Carsten Weber. Der Roboter soll ihm folgen. Gefördert wird dieses Modellprojekt von der bayerischen Staatsregierung mit mehr als 2,5 Millionen Euro. Insgesamt 60 Patienten nehmen daran teil. Häufigste Folgen von Schlaganfällen sind eben Einschränkungen in der Beweglichkeit. Das haben viele von uns sicherlich auch schon mal gesehen, die halbseitige Lähmung beispielsweise. Gerade was die Nutzung dieser Geräte hier angeht, ist natürlich die Hand sehr wichtig, denn die Geräte werden auch mit der Hand bedient. Und deswegen müssen eigentlich alle Apps und alle Anwendungen, die wir hier nutzen und für die Patienten bereitstellen wollen,
müssen leicht bedienbar sein. Temi ist jetzt auf die Bedürfnisse von Michael Aschall konfiguriert. 6 Monate wird er damit zu Hause trainieren und dabei vom Regensburger Team online betreut. Funktioniert, okay, er kennt das. Ah ja, wunderbar. Wieder bei der Familie Aschall in Weiden. 3 Monate sind vergangen. Unser Team wird von Temi begrüßt. Christine Aschall hat den Roboter per Handy zur Tür geschickt. Ja, das ist er. Unser Homie. Also ich werde ihn vermissen, wenn er in 3 Monaten auszieht. Manchmal kleine Macken. Ja, genau, Macken, aber insgesamt ist er sehr gut. Michael Aschall nutzt seinen Homie täglich mehrmals. Bei manchen Apps unterstützt ihn seine Frau. Danke. Gleich beginnt die Online-Therapiestunde mit Nina Greiner von der Regensburger Hochschule. Für den Schlaganfallpatienten ein besonderes Highlight. Hallo. Morgen. Morgen. Oh, wie geht's Ihnen? Gut. Legen wir aus. Dann, Sie kennen das ja schon. Ich zeige Ihnen hier wieder ein Bild. Und Sie dürfen sich dann wieder eine Geschichte dazu überlegen. Ein Boot Ja. ohne ein Wasser. Der hat nicht. Ja, genau. Was ist denn da los? Wie könnte das Boot denn da hingekommen sein? Vielleicht, was ist Ebbe und Flut vielleicht, ha? Astronaut. 1 Stunde dauert die Therapie. 3 Bilder soll er heute mit eigenen Worten beschreiben. Es ist anstrengend. Wenn es fertig ist, dann muss ich erst einmal hinlegen. Frau Greiner fordert. Ja, ja. Welche Fortschritte hat er während der 3 Monate mit dem Telepräsenzroboter gemacht? Ich weiß nicht, auf was es zurückzuführen ist. Natürlich sehen wir in den letzten 3 Monaten, dass er deutlich besser spricht. Das da? Da war es in der New York Times. Die Reha, die ambulanten Therapeuten, die Teletherapie und alles miteinander, glaube ich, das ist das Geheimnis. Und ein Ziel, das ihn antreibt. In 3, 4 Jahren, da mache ich Marathon. Vielleicht klappt's.